Moin Leute, neues Licht. Meine Frau ist am Singen. Lass mal. What are you doing, Woody? Skaten, Leute. Hatten eigentlich heute Morgen vorgehabt, so früh wie möglich loszufahren, um ja, die Session so schnell wie möglich, so früh wie möglich zu starten. Aber habe ich leider doch nicht geschafft. 9:30 wach geworden und dann mit den Kids frühstücken, essen, duschen, also Sachen hat nicht mehr ganz gepasst. Deswegen sind wir doch ein bisschen später los. Morgen! Skaten! Servus! Guten Tag! Kommst du? Nee. Kurz und Fabi gequatscht. So, jetzt geht's weiter, Leute, ab zum Strip. Cybertruck steht immer noch da, seit gestern. Ja, ab zum Poker Room, Leute. 2,5 Aria Grind. Ich bin heute ein bisschen spät dran. Wir haben normalerweise im Aria 2 Stunden Zeit aufzutauchen. Also das läuft so ab, dass man... Also ich rufe von zu Hause aus immer an und dann habe ich 2 Stunden Zeit hier im Aria anzukommen und einzuchecken. Also sobald man hier im Aria ist, muss man einchecken, dann rufen die einen auf, wenn ein Platz frei ist. Und ja, ich bin zu spät angekommen und der hat mich trotzdem auf die Liste gesetzt, nach oben. Das ist halt immer von Vorteil, wenn man hier jeden Tag spielt und die Leute regelmäßig tippt und so weiter, die alle einen beim Vornamen kennen. Da machen die halt sowas für einen. Ansonsten müsste ich jetzt wieder von vorne warten, unten auf der Warteliste. Das könnte locker eine Stunde dauern oder so. Ja, immer die Floor-Leute tippen, Leute. You wanna go pump it up? You have to sing, don't you know, pump it up. You got to pump it up. Pump it up. You got to pump it up. No, pump it up. In it? Okay, go. Skaten, Leute. Session im Aria mit einem Minus von $269 beendet. Ich musste ja ein bisschen früher Feierabend machen, weil meine Frau zum Eishockey-Game ist. Jetzt haben wir noch mal ein bisschen Zeit mit den Kids zu spielen, bevor die gleich schlafen müssen. Also, was macht man da am besten? Ab in Wasser. Aria ging wirklich nicht so wirklich viel. Ich habe zweimal Flush Draw gehabt und River halt verpasst. Hat ein bisschen Geld gekostet. Ich habe einmal Boomer 9 Suited aus Langeweile gesqueezed, beziehungsweise also da gab es halt ein paar Limper und ich dachte mir so, ja gut, machst du $30, schnappst du, was im Pot ist. Und ich habe halt nicht erwartet, dass sie da callen, weil das war ein mega tighter Tisch auch. Ja, und dann callen auf einmal alle, $120 im Pot und Flop kommt runter, Bube 10-9, also ich treffe 2 Pair, aber es ist trotzdem scary auf dem Board. Da lagen noch 2 Kreuz. Also Multiway ist das nicht so sexy. Flop checken alle rum, Turn bette ich nochmal $100 und alle folden, also Bube 9 war da gut. Das war die einzige Hand, glaube ich, die ich so gewonnen habe. Also da war, wie gesagt, kurze Session, da ging nicht wirklich viel. Aber so ist das eben, Leute, als Pokerspieler. Manchmal fährt man zum Strip, also es ist ja so, dass ihr meinen Lifestyle halt mitbekommt. Also es wird auch nicht bei jedem Pokerspieler so sein, wie bei mir, dass die einfach mal für eine kurze Session zum Aria fahren, aber die ist da gefangen, die kommt da nicht mehr weg.
ich wollte jetzt auch nicht, dass ich heute einen Vlog skippe oder so. Ihr bekommt ja meinen Lifestyle so mit, wie es bei mir halt einfach abläuft. Wenn ich halt mal zu einer kurzen Session zum Strip muss, dann ist das eben so. Mal geht's gut, mal nicht. Ich würde bevorzugen, längere Sessions zu spielen, aber so ist das eben. Jetzt sind wir also, glaube ich, fast $200 down für einen Monat. Was nicht so optimal ist, wenn man gerade so eine Challenge-mäßig irgendwas... Oh, wir sind $292 minus für Oktober. Viel, Leute. Und zwar hat der Snack da folgendes geschrieben: Der Algorithmus spült mich wieder rein, daher habe ich bestimmt was verpasst. Wieso spielst du online Low-Stakes-Turniere, wenn du doch live viel mehr verdienen kannst? Good luck weiterhin. Gute Frage. Ich habe dieses Jahr erst so richtig angefangen mit Turnieren. Ich habe vorher schon immer so 1-2 Turniere pro Jahr gespielt, aber ich wusste nicht so wirklich, was ich mache. Und Anfang des Jahres wusste ich auch noch nicht so wirklich, was ich mache. Ich habe ein paar Kurse mir angeschaut und ein bisschen Hilfe von Manik gehabt und keine Ahnung, ein bisschen selber mich reingelesen und Videos und so weiter. Also ein bisschen was gestudied und so weiter und dann angefangen, ein bisschen Turniere zu spielen und mir macht das mega Spaß. So langsam kriege ich den Dreh auch raus und ja, also live mache ich schon noch viel mehr, deswegen spielen wir auch 6 Tage die Woche live und an Sonntagen chill ich dann halt einfach zu Hause und ja, ich spiele die Turniere einfach runter online. Ich spiele alles von $10 bis hoch $215 max und ja, es macht halt Bock, einmal die Woche halt zu Hause zu sein und einfach online zu spielen und falls halt nichts geht, dann kann ich halt immer noch mit meinen Kindern chillen und ja, einen schönen Sonntag zu Hause genießen. Welche Farbe ist am besten? Ja, Rot ist ganz schön Ne, Rot ist so zu Gothic. diabolisch. Ja, so. Ja, das Blau ist schon das Schönste. Ich finde aber blau oder lila. Lila war es noch nie. Meanwhile.